Es war einer von diesen Tagen, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Und wir lesen, das ist manchmal so beiläufig erwähnt, was geheißen hat, denn Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Daraufhin bat ihn einer seiner Jünger: Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Das muss irgendwie etwas gewesen sein, wo die Jünger beeindruckt haben, wo sie gefunden haben, so, hey, der Jesus zieht sich immer wieder zurück zum Betten. Und es ist interessanterweise das einzige Mal in der Bibel, wo wir lesen, dass die Jünger Jesus gefragt hat: Hey, lehr uns, wie man das macht. Sie sind zu ihnen, haben so quasi um einen Workshop gebettet, oder? Hey, zeig uns, wie das geht. Wir möchten auch lernen, so zu beten wie du. Und ich weiß jetzt nicht, wie das nachher ganz genau war, das ist nicht beschrieben. Das Einzige, was uns überliefert ist, dass Jesus nachher ihnen gesagt hat: Hey, also, wenn ihr betet, dann betet so, und hat sie das Gebet gelehrt, das uns als Vater unser bekannt ist. Wir finden es zweimal. Einmal beim Lukas, das ist auch die Stelle, wo wir lesen, dass die Jünger das gefragt haben. Das sehen wir bei der anderen Stelle, in Matthäus, sehen wir das nicht. Den meisten von uns ist eher so die Version von Matthäus geläufig. Das ist so die bekannteste Form. Und ich würde sagen, komm, wir beten das gerade mal miteinander. Wir blenden es ein. Und da, glaube ich, auf der Seite. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Je nach Übersetzung, die er verwendet, ist der letzte Satz nicht drin. Das ist, weil es in den ältesten Abschriften von den Evangelien ist der oft nicht dabei. Und erst irgendwann später liest man auch den. Man weiß nicht ganz genau, ob der von Anfang an dabei war oder nicht. Spielt aber keine Rolle. Was wir sehen, ist, Jesus hat sich regelmäßig Zeit genommen zum Betten. Und wir lesen immer wieder, wie er das gemacht hat. Und ich möchte dich an dieser Stelle ganz schnell fragen, so direkt: Wie steht es um dein Gebetsleben? Der Max Lucado schreibt in einem Buch über das Vaterunser: Die einen von uns gehören zum VGG, nennt er das, zum Verein der Gebetsgiganten. Andere hingegen sind ausgewiesene Mitglieder der AGL, der anonymen Gebetsloser. Das ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, oder? Aber man kann sich ja mal fragen, wo würde ich mich eher so dazu erzählen? Wahrscheinlich würden wir uns nicht jetzt gerade in eines von diesen beiden Extremen hineinstellen, aber vielleicht irgendwo so in der Mitte mit vielleicht einer Tendenz in die eine oder die andere Richtung. Ich glaube, es spielt gar nicht eine Rolle, wo dass du dich einordnen würdest. Mit dieser Serie möchten wir uns so wie eins machen mit den Jüngern und wirklich einmal sagen: Okay, Jesus, lehre uns zu beten und von ihm zu lernen und das anschauen. Und zwar vor allem anhand vom Vater unser, wie er eben so seine Jünger gelehrt hat. Vielleicht müssen wir zuerst aber auch noch schnell die Frage klären: Warum sollen wir überhaupt beten? Macht das überhaupt Sinn? Oder ist das irgendwie so eine religiöse Pflicht? Und ich finde es mega wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Das ist nicht irgendwo eine religiöse Pflicht. Das ist auch nicht einfach eine Zauberformel, wo, wenn wir sie richtig machen, wo dann Gott dazu bringt, dass er unsere Wünsche erfüllt, so wie irgendwie so ein Elektroautomat, oder uns dann ein tolles Leben gibt. Sondern es geht wirklich um Beziehung. Es ist Kommunikation und Beziehung zu Gott höchstpersönlich. Es ist die Art und Weise, wie wir mit ihm in Kontakt treten können. Und dann ist aber auch deutlich in der Bibel, dass im Gebet eine mega Kraft drin liegt. Dass es auch irgendwo doch auch noch mal mehr ist als einfach nur die Beziehung. Wir lesen das vor allem im Zusammenhang, oder es wird häufig erwähnt, dass wenn man im Namen Jesus betet. Zum Beispiel Johannes 15,16 heißt: Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Das ist schon eine steile Aussage und wir erleben das irgendwo ja häufig nicht. Und da kann man sich fragen: Ja, haben wir einfach nicht in seinem Namen gebetet? Oder eben dann ist die Frage: Wie betet man denn im Namen von Jesus?
Und in Amerika tun sie oft einfach so nach jedem Satz anhängen, in the name of Jesus, im Namen Jesus. Aber das ist nicht damit gemeint. Oder nur wenn wir das einfach hinten anhacken, haben wir wegen dem noch lange nicht im Namen Jesus betet, sondern es geht vielmehr darum, auch im Sinn, in dem Wesen, in der Art und Weise, wie Jesus ist, in das hinein zu bitten oder zu beten. Und ich glaube, genau das hilft uns eben, das Vaterunser. Wenn wir das lernen von Jesus, wie können wir in seinem Namen beten, dann wird es ja wahrscheinlich an das sein, was er seine Jünger gelehrt hat. Wo er mit dem Gebet, wo er ihnen mit auf den Weg gegeben hat, ihnen helfen, wie könnt ihr in meinem Namen beten. Wir machen 4 Sündigen, wo wir uns mit dem Vaterunser beschäftigen. Und darum, die meisten von euch können es wahrscheinlich schon auswendig, das hat man vielleicht auch gut gespürt. Und es wird sicher nicht darum gehen, dass wir das einfach noch ein bisschen besser auswendig beten können. Wir möchten wirklich lernen, unter der Führung vom Heiligen Geist zu beten. Und es ist irgendwo genial, wie das Jesus gemacht hat. Oder? Weil zum einen können wir das wirklich so nehmen, wie das uns überliefert worden ist, das Vaterunser und das wortwörtlich so beten. Aber es ist gleichzeitig nicht einfach so eine fixe, starre Gebetsformel, wo wir so quasi beauftragt sind, das nur so zu beten. Jesus war da mega schlau. Er hat uns ein Gebet gegeben, das so einfach ist, dass wir es einfach nehmen können, vielleicht nicht einmal viel nachstudieren müssen, aber gleichzeitig ist es ein Leitfaden, der uns hilft, so zu beten, wie Jesus, in seinem Sinn zu beten. Und das möchten wir entdecken. Und wir möchten da wirklich ein bisschen tief reingehen. Es ist 4-mal, oder? Und es ist ein kurzer Text. Und anschauen, was bedeuten die einzelnen Aussagen und Bitten. Wir wollen auch anschauen, wie hat denn Jesus das, wie sehen wir denn das im Leben von Jesus? Wie hat er das auch gelebt oder wie hat er das sonst gelebt? Und auf das wollen wir wirklich ein bisschen im Fokus legen, dass wir anschauen bei Jesus. Und da werden wir merken, Gebet und Leben, das gehört zusammen. Und wenn so das Bild uns überlegt, was uns helfen kann, um das so ein bisschen so zu entdecken, und das ist da, ihr seht, da hinten hat es so eine Stege, indem wir das Vaterunser so ein bisschen als eine Gebetstreppe anschauen, wo uns hilft, so in seinem Sinn zu beten. Und wir haben da so einzelne Stufen, wo wir hochgehen können oder auch runter. Noch hoch da so. Genau. Aber es sollte nicht im Sinn sein, dass wir da und runter rennen die ganze Zeit, sondern das soll so ein bisschen ein Ding sein, eine Hilfe, die uns hilft, an dem Vaterunser so ein bisschen entlang beten. Ich habe das in letzter Zeit öfters mal gemacht, dass ich angesessen bin und so Schritt für Schritt durch das Gebet durchgebetet habe. Ich habe angefangen mit einem Satz, mit einer Aussage und dann dort einfach kurz hängen bleiben. Manchmal ein bisschen ausführlicher, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen länger und in das hineinbetet, wo das sagt. Und ich habe gemerkt, wie es mir geholfen hat, meine Gebete zu fokussieren. Zum Beispiel gemerkt, hey, in dem Vaterunser, und das wissen wahrscheinlich viele von euch, der erste Teil geht es noch nicht um unsere Anliegen. Da geht es einfach mal um Gott. Und ich habe gemerkt, es hilft, wenn ich nicht bei mir anfange, sondern bei Gott. Wenn ich zuerst dort bin. Und habe gemerkt, wie das oft an so eine Perspektivenänderung für mich gegeben hat. Wie plötzlich Sachen irgendwo in eine andere Sicht hineinkommen, wie sich der Fokus irgendwo verschiebt. Und das hat so, und dem entlangbeten, das gibt so ein bisschen eine Struktur drin. Und ich habe oft gemerkt, am Schluss, es ist fast alles abdeckt. Es gibt so eine Gebetsfokussierung, die uns hilft, so zu beten, wie Jesus betet hat. Und eben so der erste Teil, wir fangen bei Gott an, und das ist wie so ein bisschen oben. Wir laufen die Stege nicht rauf, sondern wir laufen sie eigentlich runter. Das nennt man, der erste Teil nennt man so die Du-Bitten, wo es so darum geht, hey, dein Reich, dein Wille, dein Name. Und dann geht es immer mehr ins Unser, unseres, ich, auf unsere Anliegen. Und wenn wir drinnen sind, landen wir im Alltag, in unserem Leben hinein. Und das habe ich mega cool gefunden. Und ich hoffe, dass ihr das vielleicht für euch auch ein bisschen so entdecken könnt. Jetzt heute haben wir ein Vers, 2 Sätze. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Das ist alles, was wir heute miteinander anschauen. Und das Spannende ist, gerade im Griechischen ist die Wortfolge andersrum, ist es nicht unser Vater, sondern Vater unser. Und ich finde das noch cool, weil eben es ist so der Anfang, es fängt bei Gott an.
Wir starten bei ihm, mit dem Gegenüber und nicht mit uns selber. Und wir legen gerade den Fokus mal weg von uns auf Gott. Und ich glaube, es ist mega wichtig, am Anfang uns bewusst zu machen, hey, zu wem bete ich überhaupt? Mit wem rede ich denn da? Und dann habe ich spannend gefunden, es ist ja eigentlich so ein bisschen eine Anrede, hey Vater, aber es ist eben mehr als einfach nur eine Anrede, weil es könnte ja eigentlich auch einfach heißen Herr oder Gott oder Allmächtige oder Yahweh. Es ist mehr als das. Es klärt eben gleichzeitig auch, in welcher Beziehung dass wir zu Gott stehen, in welchem Verhältnis wir mit Gott sind und wie dass wir mit ihm in Kontakt treten können. Ich meine, je nachdem, wem du gegenüber bist und was da für ein Verhältnis zwischen euch besteht, verläuft das Gespräch völlig anders. Wenn du mit deinem Chef redest, dann ist das anders, wie wenn du mit einem Freund redest. Wenn du mit einer hochgestellten Person redest, wie ein Bundesrat, ein König oder sonst irgendjemand bekannt, dann ist das anders, wie wenn du mit einem Familienmitglied redest. Und Jesus hätte allen Grund gehabt, auch ganz eine andere Anrede zu nehmen. Er hätte können sagen, König, Schöpfer oder irgendeiner von diesen Gottesnamen, wo man im Alten Testament begegnet. Aber er nimmt Vater. Und Vater konfrontiert eben, glaubt, auch gerade dein Gottesbild. Je nachdem, was du für ein Gottesbild hast, es stellt schon mal etwas klar und sagt, hey, die Art und Weise, wie du zu Gott kannst gehen, ist zu einem Vater. Er ist nicht ein Zuchtmeister, er ist nicht ein strafender Gott, er ist nicht eine unpersönliche, unnahbare Kraft. Er nimmt all diese falschen Gottesbilder den Wind aus den Segeln und sagt, sprich ihn mit Vater an. Und Jesus selber hat wahrscheinlich Aramäisch geredet und sehr wahrscheinlich hat er den Ausdruck Abba für Vater benutzt. Ich sage sehr wahrscheinlich, weil wir die Bibel das Neue Testament nicht in Aramäisch haben, sondern in Griechisch. Und da gibt es das Wort Abba nicht, aber im Aramäischen wird es ziemlich sicher Abba gewesen sein. Und das heißt lieber Vater, mein Vater. Und so haben zur Zeit von Jesus oft auch Kinder ihren lieblichen Vater angesprochen, Abba. Und auch Erwachsene haben, wenn sie in dieser sehr vertraulichen Form zu ihren Vätern geredet. Es drückt so ein liebevolles, familiäres, aber doch auch ein respektvolles Verhältnis aus. Und Jesus nimmt uns so in das Vertrauensverhältnis hinein zu seinem Vater. Und das ist in dem Sinn, nur schon mit dem ersten Wort, sagt Jesus, ist das Erste, was Jesus den Jüngern lehrt, ist, dass sie aus der Haltung von einem Kind dürfen beten, wo zu seinem lieben Vater geht. Für die meisten von uns ist das vielleicht nicht so schwierig, aber gerade dann, wenn wir einen liebevollen Vater selber auch haben. Aber ich weiß, dass wir Leute drin haben, wo das vielleicht nicht so war, wo irgendwie Manipulation erlebt haben, einen zornigen Vater, einen abwesenden Vater, jemand, der sich vielleicht nicht interessiert hat, vielleicht sogar Misstrauen, Missbrauch. Und ich kann es ein bisschen nachvollziehen, nicht weil ich jetzt einen mega schlechten Vater hatte, aber auch meine Beziehung zu meinem Vater hat Licht und Schatten. Ich mag mich an schöne Sachen erinnern, zum Beispiel an so ein Bild, wo ich als kleines Baby bei ihm auf der Brust so liege, mega geborgen, wo ich das gespürt habe, so die Liebe. Wir haben ihm in der Familie Vati gesagt. Ich weiß nicht, ob das heute noch üblich ist für andere. Und dann gibt es aber auch Beziehungsbrüche über die Jahre, wo Sachen reingekommen sind in meine Beziehung zu meinem Vater, wo ich ihn irgendwo nicht verstanden habe, die für mich nicht gepasst haben zu dem Bild, das ich von meinem Vater hatte. Und je nachdem, wie das bei dir ist, kann das dann vielleicht auch schwierig sein, dass du dich fragst, ja, wie muss ich mir denn Gott als Vater vorstellen? Das vielleicht nicht, wo du merkst, wenn ich mir meinen Vater vorstelle, passt es irgendwo nicht. Und nennen wir dann einfach irgendwie eine Wunschvorstellung, ein Idealbild. Ich glaube, wir dürfen in dem zu Jesus schauen. Johannes 14,7 sagt Jesus, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Und er hat sich gemeint. Und auch in 2 anderen Versen sagt er, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn du Jesus kennst, hast du den Vater gesehen. Und nochmal eins weiter sagt er, ich und der Vater sind eins. Und was Jesus damit will sagen ist, ich bin das perfekte Abbild vom Vater. Wenn du willst sehen, wie der Vater ist, dann schau mich an. Dann
Du dein Bild von deinem Vater im Himmel machen anhand von, wie du mich kennengelernt hast, wie du mich kannst sehen. Durch ihn sehen wir den aber. Und wenn du ein ungutes Vaterbild hast und dich eventuell fragst, wie du dir den Vater vorstellen sollst, dann darfst du zu Jesus schauen. Dann siehst du in Jesus, wie der Vater ist. Du darfst von ihm lernen, wie er ist. Und ich weiss, es ist ein riesiges Thema, das eventuell zu gross ist, um jetzt einfach so, je nachdem, wie dein Vaterbild ist und was das in dir auslöst, kann das auch etwas Gutes sein, wenn du das in der Seelsorge vielleicht mit jemandem anschaust. Aber bei Jesus sehen wir, wie der Vater ist. Und ich habe auch in meinem Leben dürfen lernen, dass auch wenn mein Vater nicht in allem perfekt ist, ich eben einen Gott habe, wo so ein perfekter Vater ist. Und ich durfte mein Vaterbild auch mit diesen vielleicht für mich unverständlichen Sachen können, an Jesus korrigieren. Und so ein Bild haben von einem Vater, der mich bedingungslos liebt, der gut ist, der nicht versagt. Es hat aber auch zum Beispiel Auswirkungen. Ich sage zum Beispiel Gott nicht Vati, wenn ich meinem lieblichen Vater gesagt habe, weil das ist irgendwie ein Wort, das zu ihm passt. Und Gott sage ich jetzt ganz einfach Vater. Andere sagen Daddy oder was auch immer. Es kommt ja wie nicht so drauf an. Und wir sehen bei Jesus, dass er sich tief verbunden gewusst hat mit dem liebenden Vater. Und dass er in erster Linie aus dem heraus gehandelt hat, dass er gewusst hat, dass der Vater ihn liebt. Und aus dem heraus hat er gehandelt, gelebt und betet. Markus 1,11 heißt: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das ist Gottes Aussage über Jesus. Das Bewusstsein war tief in ihm vorhanden gewesen. Und auch du bist geliebt von dem Vater. In Johannes 16,27 heißt es: Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Du hast durch Jesus den gleichen Zugang zu dem Abba wie Jesus. Und unseretwegen hat er sich hingegeben und du gehörst dazu. Nicht, weil du irgendwie gut bist, sondern weil du seine Tochter bist. Weil du sein Sohn bist, den er liebt. Und mir hilft immer wieder das Bild von dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, von dem verlorenen Sohn, der nichts mehr zu vorweisen hatte, der versagt hat, der wahrscheinlich voller Scham war, voller Schuldbewusstsein, der wahrscheinlich auch Angst hatte vor dieser Begegnung mit dem Vater, wo er zurück zu ihm ist, wo ihn der Vater mit offenen Armen willkommen geheißen hat. Gesagt hat: Komm zu mir, ich liebe dich. Und es gibt nichts, was uns abhalten soll, zu dem Vater kommen, zu dem liebenden Vater. Kommen wir zum zweiten Wort. Wir sind erst beim ersten. Vater unser. Oder Jesus sagt nicht einfach mein Vater, sondern er sagt dann Vater unser, unseren Vater. 2 kurze Gedanken dazu. Ich habe mir überlegt, vielleicht hat Jesus bewusst gesagt, unser Vater, um klarstellen, dass es nicht nur sein Vater ist, sondern eben unser allen Vater. Dass er Vater eben auch ist von dir. Um wie das irgendwo nochmal klar machen, es ist nicht einfach nur der Vater von Jesus, sondern wir alle. Es ist unser Vater. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es darum gegangen, um zu zeigen, hey, wir beten gemeinsam. Und wir sind nicht unbedingt allein. Und wir sind nicht seine einzigen Kinder, sondern da hat es noch ganz viel. Und er ist der Vater von uns allen. Und das ist manchmal ein bisschen demütigend, weil manchmal hat es auch Leute, die nicht so gut auskommen und wo man merkt, hey, er ist auch denen ihren Vater. Und er liebt auch die von ganzem Herzen. Das heißt, Vater unser im Himmel. Das ist dann wie so nochmal ein Zusatz. Und der Zusatz steht irgendwo so ein bisschen, oder stellt gerade so einen Kontrast her zu dem familiären, liebevollen, zu dem eben väterlichen, wo das wie gerade so die Spannbreite nochmal aufreißt und wie sagt, hey, das ist aber auch Allmacht, da ist auch Grösse, da ist auch für uns etwas Unfassbares. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt Notizen dazu gemacht, das ist auch nicht gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft denken wir bei Himmel irgendwo so weit weg über den Wolken, für uns unerreichbar und fern. Das ist häufig so unsere erste Assoziation mit dem. Jetzt lustigerweise sagt es im Urtext,
Also im Griechischen heißt es nicht im Himmel, sondern in den Himmeln. Also Mehrzahl. Schon mal ein bisschen speziell und ich bin dann ein bisschen nachgegangen, warum und was will das uns sagen. Und das hat damit zu tun, dass das Bild eben von dem weit weg, das eigentlich nicht das war, was die Leute damals davon geredet haben, wenn sie in den Himmeln gemeint haben, sondern dass es da viel mehr um eine Art göttliche Dimension geht. Wo sie damit sagen, Gott, du bist wie in einer anderen Dimension. Du bist nicht einfach auf das Irdische beschränkt, wo wir drin sind, sondern du bist in dem Göttlichen drin, in dieser göttlichen Dimension. Und dass es da wie so eine, man kann fast sagen, Parallelwelt ein Stück weit gibt. Ich weiß nicht, wer Stranger Things gesehen hat, da sieht man das einfach mit dem, das sollte man nicht schauen als Christ, ich weiss. Aber es passt irgendwie. Und irgendwie das Lustige ist, dass wir uns das manchmal mit den finsteren Mächten so gut vorstellen können, oder? Dass es da wie so eine Parallelwelt ist und die irgendwo lauern und so weiter. Aber es ist vor allem mit Gott so. Es gibt es genauso. Und das himmlische, Gottes himmlische Königreich, das bricht auf die Erde hinein und ist auch da. Und Jesus hat gesagt, das Himmelreich Gottes ist näher. Und damit hat er nicht sagen, das fräst jetzt irgendwo mit einem Raumschiff so langsam immer näher ran, bis dann endlich Jesus das zweite Mal kommt. Sondern dass es da auf dieser Erde durchgebrochen ist. Und mich erinnert das immer wieder daran, so dass, wenn dann der Zusatz kommt, im Himmel, dass er alles geschaffen hat. Und dass er eben nicht durch unsere Realität limitiert ist. Dass er grenzenlos ist, dass er allmächtig ist, dass ihm alles möglich ist. Und dass er zwar mein liebender Vater ist, wo ich zu ihm gehen darf, aber dass er gleichzeitig ganz anders unterwegs ist als ich und ganz andere Möglichkeiten hat. Jetzt, was heisst das konkret? Oder ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, wie beten wir denn jetzt konkret so? Und für das gehe ich nochmal auf die Stege, auf den obersten Tritt. Für mich sind so die ersten 2 Sätze häufiger so ein Ankommen bei Gott. Und ich merke, wenn ich dem entlang bete, braucht es manchmal gar nicht mega viel Wort. Sondern es ist wie so auch eine Annäherung, ein Einstieg ins Gebet und in Gottes Gegenwart hineinkommen. Und oft hocke ich an und sage einfach, hey Vater, da bin ich. Und ich muss manchmal dann einfach ein bisschen sein in dieser Gegenwart, einfach sein, bei Gott ankommen, die Vaterliebe von ihm spüren. Und da muss ich gar nicht viel dazu sagen, einfach nur Vater. Da bin ich. Da bin ich als dein Kind, ich komme zu dir und ich danke, dass ich bei dir sein darf. Dass du mich mit offenen Armen empfängst. Dass du mich liebst. Und dann bleibe ich manchmal einfach ein bisschen in dem inne. Schnuff ein bisschen durch. Geniesse es, versuche mir das bewusst zu machen, wie das jetzt so ein kostbarer Moment ist mit meinem Gott. Und dann irgendwann geht es weiter, unser Vater. Danke, dass ich nicht allein bin. Dass es da Mitchristen hat. Dass du der Vater bist auch von anderen. In unserer Kirche, in unseren Groups, in unseren Families. Und ganz allgemein, dass wir weltweit miteinander verbunden sind und du so all das umspannst und im Griff hast. Denn im Himmel. Und oft denke ich dann, hey, ich danke dir, Schöpfer, für die himmlische Realität, die real ist, die es gibt. Und das himmlische Abbild von der Erde gut ist. Und dass du, Gott, nicht weit weg bist, auch wenn der Himmel für uns manchmal so weit weg erscheint. Und dass deine Möglichkeiten meine Möglichkeiten übersteigen und dass du eine ganz andere Sicht vielleicht hast aus deiner göttlichen Realität heraus. Und manchmal kannst du dann auch studieren, hey, wenn es eine Situation gibt, die dich gerade mega beschäftigt, wie sieht die Situation im Himmel aus? In dieser göttlichen Realität. Wie würdest du handeln, wenn das schon die Realität wäre? Oder wie würden sich vielleicht andere in dem hinein verhalten? Und so kann man einfach sein. So ein bisschen auf dieser obersten Stufe von dieser Gebetstreppe und dem entlang beten. Und dann geht es noch weiter, dann kommt dann der zweite Satz, dein Name werde geheiligt. Und es geht immer noch nicht um uns, um mich. Und vielmehr richtet es eigentlich den Fokus noch mehr auf Gott. Und es fordert uns raus, den Blick auf das zu richten, wo es wirklich geht.
Jetzt, dein Name werde geheiligt, ist so eine Formulierung, die uns heute nicht mehr ganz so geläufig ist. Und darum gehen wir auch kurz Schritt für Schritt ein bisschen durch. Eben mit deinem Namen geht es da wirklich darum, dass man Jesus auf grossen Schriftzeugen ausdrucken und irgendwo anhängen und dem Sorge haben und schauen, nein, es geht nicht um das. Oder wenn in der Bibel noch jetzt die Rede ist von etwas im Namen von jemandem tun oder eben im Namen von Gott beten oder von Jesus, dann ist damit nicht gemeint, eben, dass wir das Sätzchen hinten anheben in deinem Namen, sondern dann geht es um die ganze Person. Dann geht es ums Wesen, um die Eigenschaften, um die Handlungen, das, wofür die Person steht. Das heißt, in dem Sinne zu beten. Und Jesus meint damit, es geht um Gottes ganzes Wesen und seine Göttlichkeit, dass wir in dem Sinn ihnen auch vielleicht beten sollen oder eben geheiligt werden, dein Name. All das Göttliche soll geheiligt werden. Und wir merken, das hat dann eben nicht nur damit zu tun, dass man gut über Gott redet, sondern das geht dann schnell ins Tun rein. Oder geheiligt drückt aus, dass man mit dem Namen Gottes und alles, wofür er steht, all das, was ihm wichtig ist und wo eben sein Wesen ausmacht, dass man mit dem nicht leichtfertig umgehen soll. Dass es nicht einfach bloß eine Theorie ist, sondern dass das etwas ist, was man ernst nehmen und in Ehre halten. Gerade im Alten Testament machen die Propheten immer wieder deutlich, dass Gottes Name entheiligt wird, wenn sein Volk sich von Gott abwendet. Wenn es ihm ungehorsam ist, wenn es sich verstrickt in Ungerechtigkeiten, wenn es Menschen falsch behandelt, anders als Gott ihnen gesagt hat, wenn sie unsozial unterwegs sind. Und es geht nicht nur ums Reden über Gott, wie wir über Gott reden, sondern eben darum auch, wie sich das in unserem Handeln widerspiegelt. Und dann, ich weiß nicht, ob es euch auffallen ist, in der Mitte ist das Wort «werde». Und das ist so schön ein bisschen schwammig oder ein bisschen passiv. Es ist nicht «ja, werden werde». Also ich oder Gott selber, sich selber, es ist wie so, es klärt nicht, was gemeint ist. Soll Gott seinen Namen jetzt selbst heiligen und sich in dieser Welt als der heilige und gerechte Gott zeigen und dieser Ungerechtigkeit und all dem entgegenstehen? Oder bin ich damit gemeint? Sind wir damit gemeint? Und ich glaube, es ist irgendwo beides, weil das hängt wie miteinander zusammen. Wir sehen zum Beispiel bei Jesus, dass er auch den Vater aufgefordert hat, seinem Namen alle Ehre zu machen. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens, sagt er. Also er fordert Gott auf und sagt, hey Vater, zeig dich in deiner Herrlichkeit. Aber gleichzeitig sehen wir auch, wie sein Tun und Handeln, das, was er gemacht hat, voll danach ausgerichtet ist, dass er dem Vater alle Ehre macht. Er sagt, ich ehre meinen Vater. Und ich glaube, das tut sich wie gegenseitig bedingen, wenn wir wie sagen, Gott, mach du dich herrlich, zeig du, wie heilig du bist, dein Name soll geheiligt werden, dann können wir das nicht sagen, indem wir selber das nicht auch machen. Und einer von diesen Kommentarschreibern, die ich gelesen habe, hat das mega cool ausgedrückt oder so sehr kompakt und ich lese es euch einfach vor. Es geht genau um die Frage und er sagt, beides schließt sich nicht aus. Es gehört zum Wesen der Du-Bitten, also das sind alle die mit Dein anfangen, dass sie Gottes Sache zur Sache der Betenden machen. Also das Anliegen von Gott werden unsere Anliegen. Gott wird gebeten zu handeln. Damit öffnen sich die Betenden zugleich der Konsequenz für das eigene Leben. Beten und Tun gehören zusammen. Also wenn man betet, dass Gott sich heiligen soll, dass er seine Größe und seine Gnade zeigen, dann ist es ein bisschen komisch, wenn man das einfach betet, aber selber nicht danach handelt. Und ich glaube, wie in dem hinein kann auch so ein Schlüssel liegen, um im Namen Jesus zu beten. Wenn wir uns eins machen mit seinen Sachen, wenn wir über das beten können und sagen, dein Name werde geheiligt, nicht mein. Und ich habe gemerkt, so, es ist manchmal gar nicht so einfach, das auszusprechen, weil sich manchmal innerlich auch ein bisschen etwas dagegen wehrt. Gerade wenn vielleicht die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Nöte irgendwo gerade gross sind und du denkst so, jetzt bin ich zu kurz gekommen, jetzt bin ich ungerecht behandelt worden und dann so anfangen zu beten und dann so, dein Name werde geheiligt und denkst so, ja, es braucht dann so, es braucht wie so ein bisschen Überwindung, dann das zu machen. Und
Und auf der anderen Seite ist es eben so gut und genial, weil es uns in dem Moment, wo wir eben vielleicht so auf uns fokussiert sind, nochmal bewusst macht, für was leben wir eigentlich? In welcher Reihenfolge wären eigentlich Prioritäten in unserem Leben? Und das bringt mich jedes Mal so ein bisschen an einen Punkt von der Kapitulation, ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, das ist nicht so, dass es völlig rebelliert hat gegen Gott, aber es bringt mich nochmal so an einen Punkt, um zu sagen, ja, dein Name werde geheiligt, nicht meine. Es geht nicht um mich. Und ich möchte mir nicht sagen, dass unsere eigenen Bedürfnisse und nicht durchaus auch ihre Berechtigung haben und dass wir die nicht dürfen vor Gott bringen. Die haben ihren Platz, aber später im Vaterunser und nicht ganz am Anfang. Fangen anders an. Jesus lernt uns, wie an dieser Stelle zuerst mal Prioritäten richtig zu setzen. Vielleicht kannst du auch dich fragen, wie einfach fällt dir das, um das zu beten? Oder häufig ist es vielleicht auch gewesen, dass wir das ein bisschen gar leger daher gesagt haben und uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, was das effektiv heisst. Ich möchte zum Schluss nochmal auf den Lukas 11, Vers 1 zurückkommen. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Jesus hat sich Zeit genommen zum Betten. Und das können wir auf verschiedenste Art und Weise, oder? Wir sehen auch bei Jesus, dass er ab und zu mitten im Getümmel, wenn Leute rum sind und so stoßgebetmäßig oder einfach, wenn er jemanden geheilt hat, mitten im Ding rein. Das eine, so die kurzen Gebete, aber wir sehen immer wieder, wie wir es jetzt auch beim Lukas sehen, dass Jesus sich zurückgezogen hat und sich Zeit genommen hat zum Betten. Und es ist nicht einfach nur so, ja, ich bin ja schon in Dauer-Connection mit Gott dem Vater, sondern dass er immer wieder auch bewusst Zeit auf die Seite genommen hat, um mit Gott zu sein. Und wir können so viel lernen über das Betten, wie wir wollen, und die beste Theologie, die nützt uns nichts, wenn wir es nicht machen. Wenn wir nicht einmal stoppen und uns Zeit nehmen zum Betten. Und unser wahres Problem ist oft nicht, dass wir nicht wissen, wie wir beten sollen oder was wir beten sollen, sondern dass wir im 21. Jahrhundert leben. Das ist häufig unser Problem, dass wir dauernd erreichbar sind, dass wir 100'000 To-Dos haben, 27'000 Möglichkeiten, was wir alles noch machen oder gern würden machen und 27 Spielzeuge, die wir irgendwie gern würden ausprobieren und dass wir mit dem Handy das ganze Wissen von der Menschheit in unserem Hosensack haben und jederzeit führen können. Und dass wir vor lauter all diesen Sachen keine Zeit haben. Zu beschäftigt sind. Zu viele Sachen, die unsere Aufmerksamkeit an sich reissen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Und manchmal sind es auch Sachen, das sind jetzt alles noch Sachen, wo man kann sagen, da kann man etwas dagegen tun, aber du hast ja dann auch noch Arbeit und hast Familien und Schule und Kind und vielleicht ist es Zeit, auch dir zu überlegen, wo kannst du dir bewusst Zeit nehmen fürs Gebet. Wo kannst du mal so auf die Stege mit Gott hocken? Vielleicht bedeutet auch, dein Name werde geheiligt, genau das. Sagen, ja, die Zeit hat Priorität. Irgendwo schaffe ich mir Raum für das. Ich sehe, es ist so viel drin. Nur schon jetzt in diesen ersten 2 Sätzchen, die wir angeschaut haben. Ich glaube, 8 Wörter sind es, die wir angeschaut haben. Ich komme zum Schluss und frage dich einfach nochmal, was nimmst du mit für dich? Frag den Heiligen Geist vielleicht jetzt auch nochmal in dieser Zeit, lass es auf dich wirken, was er bei dir angestoßen hat. An was denkst du, wenn Jesus von Gott, oder Jesus uns sagt, wir dürfen Gott als Vater ansprechen? Merkst du, dass irgendwo dein Vaterbild Korrektur braucht? Vielleicht kannst du sogar in der nächsten Woche einmal aufschreiben, wie sieht denn das Vaterbild aus, wo Jesus zeichnet? Und wo stimmt es vielleicht nicht mit dem Vaterbild überein, wo du von deinem lieblichen Vater kennst? Oder vielleicht hast du gemerkt, hey ja, mir fällt es eigentlich auch schwer, dein Name werde geheiligt zu sagen. Oder vielleicht ist es etwas anderes. Ich hoffe, dass du ein paar neue Impulse bekommen hast, um dich auf die Gebetstreppe da zu begeben und selber mal auf den obersten Tritt zu hocken. Ich möchte dich einladen, das in den nächsten Wochen bewusst zu tun. Vielleicht jeden Tag, vielleicht 2 oder 3 Mal. Und wenn du magst, vielleicht sogar nur die 2 Verse beten. Und sonst nicht.
Und nur bei denen bleiben. Und mal die ganz bewusst beten. Und einfach ankommen bei dem Gott, bei dem liebenden Vater. Ich möchte beten, stehen wir doch alle auf dazu. Hey Vater, danke, dass du unser Vater bist. Und du bist unser Vater, jedem Einzelnen. Und niemand ist der gleiche. Und wir dürfen zu dir als ein liebender Vater, der mit offenen Armen da steht, uns in den Arm nimmt. Und Jesus, du siehst, wo wir ein Vaterbild haben, das nicht dem entspricht, wo du eigentlich bist, wo vielleicht gefärbt ist, von wie wir Vater selber erlebt haben. Der Heilige Geist, ich bitte dich, dass du dort, wo es so eine Korrektur braucht vom Vaterbild, dass du kannst durch die Reihe durchgehen. Dass du kannst helfen, das neu zu zeichnen anhand von Jesus, wo wir sehen, wer du bist, wie du bist. Ich danke, dass deine Realität grösser ist als unsere, dass du rund um uns bist, aber nicht gebunden an unsere Realität. Dass der Himmel auf die Erde gekommen ist, das Himmelreich angefangen hat auf dieser Erde. Dein Name soll wirklich geheiligt werden. Wir wollen uns das Tun und Handeln und Richten auf dich ausrichten. Wir möchten können lernen, wirklich in deinem Namen zu beten, Jesus. Amen. Wir gehen jetzt nochmal in eine Worship-Zeit rein. In dieser Zeit, wir haben auch das Abendmahl heute. Und ich sage es nur ganz kurz an, aber gerade vielleicht, wenn du merkst, es fällt dir manchmal schwer, so auf Gott zuzukommen, dann ist vielleicht auch das Abendmahl nochmal etwas, wo du dir das innerlich vergewissern, hey, der Preis ist gezahlt. Und Jesus hat ihn gezahlt und du kannst zu ihm kommen, du bist Gottes Kind. Er ist bereit gewesen, sein Leben für dich anzugeben, weil er dich liebt. Und du kannst das Abendmahl nochmal nehmen und einfach als ein Zeichen, damit du das vielleicht innerlich nochmal für dich kannst festmachen und wissen, ja, du gehörst dazu. Und vielleicht auch im Zeichen so, hey, ja, und es soll mir um dein Reich gehen. Dein Name soll geheiligt werden.